Virtuos, ausdrucksstark, unkonventionell. So wird der weltweit gefeierte Pianist Igor Levit oft beschrieben. Doch seit 2 Jahren ist für ihn nichts mehr so, wie es war. Hier ist die Bühne, hier ist mein Freiheitsort. Hier kann ich einfach sein, wer ich bin. Bühne ist seelische Erholung, fast schon körperliche Erholung. Kein opportunistisches Arschloch auf dieser Welt wird mir das verdunkeln können, jemals. Bisher spielte das Judentum für Igor Levit keine große Rolle. Doch was er seit dem Attentat der Hamas im Oktober 2023 erlebt, hat ihn in eine Krise gestürzt. Meine Aufgabe ist, eine Strategie zu entwickeln, wie ich emotional mit dieser Welt klarkomme. Wie umgehen mit Krieg, mit Tod, mit Zerstörung, mit Kälte. Wie umgehen in dieser Welt als Künstler. Wie umgehen mit dieser Welt als Bürger, wie umgehen mit dieser Welt als Jude. Der Pianist ist schon lange weit über seine Musik hinaus auch als engagierter Aktivist bekannt. Während der Corona-Zeit gibt er für Hunderttausende Hauskonzerte im Internet. Sein Geschenk an die Gesellschaft. Bekannt ist Igor Levit auch als jemand, der seine Stimme gegen jede Art von Menschenhass und Antisemitismus erhebt und der sich für den Klimaschutz engagiert. Doch der 7. Oktober 23, das grausame Massaker der Terrororganisation Hamas an israelischen Bürgern und das Verhalten vieler in Deutschland, auch ehemaliger Verbündeter aus der linken Szene seither, das hat Igor Levit aus der Bahn geworfen. Da ist sehr viel Schmerz und auf eine gewisse Art fast noch mehr Enttäuschung seitdem passiert. Das sind Menschen, die ich persönlich kannte, die Teil meines Lebens waren. Ich will nicht sagen, jubelnd in der Stadt, durch die Stadt gelaufen sind, die aber regelrechte Rechtfertigungs- und Kontextorgien abgelassen haben, online und offline, die mich erschüttert haben. Die Frage, was heißt das eigentlich für mich als Jude in dieser Welt zu leben, die so neu war, ging und geht noch immer Hand in Hand mit der Frage, mit wem verbinde ich mich eigentlich. Tief verbunden ist er mit seiner Musik. Ohne sie kann er nicht leben. Schon mit 3 Jahren in Russland unterrichtet seine Mutter Elena ihn im Klavierspiel. Mit 6 Jahren gibt er sein erstes Konzert. 1995 übersiedeln er und die Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Hannover. Mit 13 Jahren kommt er dort ans Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Musikhochschule. Heute ist der gefeierte Pianist auf der ganzen Welt unterwegs für seine Konzerte. Wenn ich nicht wenigstens 5 bis 10 Minuten am Tag an diesem Instrument sitze oder an jedem anderen Instrument, dann bin ich sehr unglücklich. Insofern dieser Raum am Klavier plus Menschen, für die ich Musik mache, ist das Fundament. Das ist mein Lebenssinn. Das ist der Sinn und Grund, wieso ich morgens aufwache und abends sehr ungern ins Bett gehe. Musiker, Jude und deutscher Staatsbürger, so beschreibt sich Igor Levit selbst. Er war immer von Deutschland, von der Demokratie hier überzeugt. Doch inzwischen ist er zutiefst enttäuscht über die fehlende Empathie, die fehlende Solidarität mit jüdischen Menschen. Auf der Suche nach Verbündeten trifft er sich mit seiner guten Freundin, der Publizistin Laura Cassés. Auch sie ist Jüdin, auch sie die Tochter von Immigranten. Und auch sie erlebt, wie Juden in Deutschland immer mehr verantwortlich für den Krieg in Nahost gemacht und angegriffen werden. Unverkrampft in auch sehr, sehr schwierige Diskurse reinzugehen,
kann ich häufig nur mit Juden. Mein ganzes Leben lang wollte ich genau das nicht. Mich nämlich nur im Kreise von meinen nicht alleine fühlen. Ja, ich würde auch sagen, das hat seit dem 7. Oktober noch mal eine neue Qualität angenommen. Es wird nicht verstanden, in was für einer Form diese Gewalt, diese Massaker und auch die Folgen dieses Tages in die Lebenswelten von Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt auch eingedrungen sind. Es gibt Fälle von teilweise extremer Gewalt, die Menschen in ihrem nächsten Umfeld betroffen hat. Oder am Arbeitsplatz irgendwelche Kommentare fallen, die im Prinzip jüdische Personen zu stellvertretenden israelischen Regierungshandelns machen. Es ist einfach ein antisemitisches Deutungsangebot, das willentlich angenommen wird. Es ist einfach eine unfassbar schmerzhafte Erfahrung, es werden wenn man Freundschaftsräume, all diese Sachen noch in sich aushandelt. Freundschaftsräume verletzt. Ja. Nicht nur die Schriftstellerin denkt darüber nach, wie lange sie noch sicher in Deutschland leben kann und will. Auch Igor Levit erwägt immer häufiger, wegzugehen. Es ist für mich nicht mehr absolut fraglos, dass ich hier lebe und hier bleibe. Ja. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es sehr ähnlich ist bei vielen Personen, mit denen ich spreche, bei mir auch, sondern es integriert sich eher in so ein Gefühl, das es innerhalb der Familie ja ohnehin schon immer gab. Also kein Ort ist irgendwie ein Ort des absoluten Bleibens, sondern es gehört irgendwie zu jüdischen Familienbiografien sich. Seine Gefühle, die drückt er in der Musik aus. Kurz nach dem 7. Oktober 23 hat Igor Levit die Lieder ohne Worte von Felix Mendelssohn Bartholdy herausgegeben. Weil es die Stücke waren, die mir am meisten gut getan haben in der Zeit. In dieser Einfachheit dieser Melodien, dieses direkt mitten ins Herz treffende, traurige dieser Lieder ohne Worte, das sich sehr hilfreich angefühlt hat und sehr gut. Es ist September. Gerade hat Igor Levit erfahren, dass sein Musikerkollege, der israelische Dirigent Lahav Shani, für ein Konzert in Belgien ausgeladen wurde, weil man ihm Nähe zur Politik Israels unterstellte. Ich hätte mir nie vorstellen können, mir je die Frage stellen zu müssen, wie sicher fühle ich mich als Musiker in dieser Welt. Das ist neu. Wann passiert es, dass mir ein Festivalmanager, ein Veranstalter sagt, was Gent Lahav Shani gesagt hat, nämlich, der Jude stört unsere Ruhe. Und das will ich einmal deutlich machen. Mein Endgegner hier heißt nicht Antisemitismus. Mein Endgegner hier heißt Opportunismus und Feigheit. Seine Erfahrung von Passivität und Ablehnung vieler Menschen hier führt dazu, dass sich Igor Levit immer mehr jüdischen Freunden zuwendet. Rachel Salamander ist eine davon. Unter ihrer Initiative ist die alte Münchner Synagoge in der Reichenbachstraße restauriert worden. Igor Levit spielt bei der Wiedereröffnung. Ein seltenes Ereignis, dass der Pianist, in dessen Kindheit Religion nie eine Rolle spielte, eine Synagoge besucht. Ich bin kein religiöser Mensch. Ich empfinde gerade in meinem Leben keinen Gottesglauben. Aber ich blicke auf Alltagserfahrungen anders als früher. Nicht einfach nur als Bürger Igor, Musiker Igor, sondern als Jude Igor. Das hat sich verändert. Dass in dieser unruhigen Zeit eine Synagoge ihre Pforten öffnet, ist ein Zeichen der Hoffnung für den Pianisten. Wir dürfen heute die Wiedereröffnung einer Synagoge feiern. In einer Zeit, in der quer durch Europa und die Welt der Antisemitismus on fire ist. Und das ist ja eigentlich total verrückt.
So etwas jetzt zu machen. Die Geste könnte nicht größer sein. Die Bedeutung könnte nicht größer sein. Ich freue mich von Herzen. Doch positive Zeichen wie die Reichenbach-Synagoge gibt es wenig. Populismus, Hass und Übergriffe gegen jüdische Menschen nehmen zu. Igor Levit möchte Antworten haben, wie die antidemokratischen Entwicklungen aufhalten. Lieber Igor, ich freue mich so, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke dir. Danke, danke. Er sucht Unterstützung bei Bildungs- und Familienministerin Karin Prien, mit der er über soziale Netzwerke schon lange in Kontakt steht. Auch sie ist Jüdin. Stichwort Kampf gegen Antisemitismus. Guter Satz. Wenn ich jetzt frage, was heißt das? Wo wollt ihr anfangen? Wo soll man anfangen? Da wird es schon schwierig. Ich erwische mich nach diesen schlimmen 2 Jahren dabei, ich mir immer denke, die größte oder das wichtigste Sicherheitsnetz, was ich in einer Demokratie haben kann, ist der Erhalt der Demokratie. Und nicht, dass jemand mir punktuell sagt, wo er alles dieses oder jenes bekämpft. Was man, glaube ich, schon machen kann, ist Kinder und Jugendliche zur Empathie zu erziehen. Das, finde ich, sind schon Dinge, die man tun kann. Die sind viel wichtiger als diese plakativen, du darfst kein Antisemit, als Deutscher darfst du kein Antisemit sein, weil das, ehrlich gesagt, das bringt Wie willst du das kontrollieren? Jemand kann sich entscheiden, mir eine zu knallen. Es ist eine freie Gesellschaft. Es gibt nicht absolute Sicherheit. Nur, ich wünsche mir natürlich punktuell, dass mein Staat in verschiedensten Formen von Politik über Polizei, über behördlich funktioniert. Bei den Grundwerten, Menschenwürde, Minderheitenschutz, alles, was du eben auch genannt hast, daran darf man natürlich überhaupt nicht rütteln. Dass die Grundannahme, weshalb wir hier sind, nämlich das Versprechen, du bist in einer liberalen Demokratie, diese Grundannahme nicht vor die Hunde geht, das ist mit Abstand die für mich wichtigste Frage, will ich hier bleiben oder will ich gehen? Noch bleibt er, stellt sich der Diskussion. Im bayerischen Bleibach ist der Pianist zu einem Gesprächsabend mit dem jüdischen Autor und Moderator Michel Friedmann eingeladen. Auch er ein engagierter Verfechter der Demokratie. In der Diktatur ist der Mensch völlig unwichtig. In der Demokratie steht der Mensch im Mittelpunkt. Alleine deswegen, es lohnt sich. Michel Friedmann wie Igor Levit sind Mahner. Sie sehen die Grund- und Menschenrechte, den Schutz von Minderheiten in Gefahr. Deshalb nutzen sie ihre Bekanntheit in der Öffentlichkeit, um sich für die Demokratie einzusetzen. Igor Levits Stimme ist die Musik. Aber seine Stimme ist auch die eines Bürgers und Demokraten. Und mit der wendet sich Igor Levit an alle. Wenn ihr auch nur ansatzweise glaubt an den ersten Artikel des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, des Menschen, dann muss euch klar sein, wenn ihr den Satz hört, Tod dem Juden, ist das äquivalent mit Tod dem Menschen. Und dann geht es irgendwann gegen euch. Auch im kleinsten Kreis ist es wert, das im Keim versucht zu ersticken. Weil es ist in eurem veritablen Interesse, eigenem Interesse.